So, hallo zusammen. Herzlich willkommen in meinem Stream. Äh, ja, heute ist wieder regulärer Streaming-Tag. Es ist Dienstagabend, 18:30 Uhr. Genau. Heute wird wieder gelevelt. Nämlich ist heute Breadcrumb an der Reihe. Er ist ein Clydesdale. Und ich finde ihn super süß. Genau. Hoi Dori. Moment. Hoi Dori. Witajte auf meinem Stream. Schön, dass du da bist. Und ja. Übrigens, Dori, ich habe meine Slowenska Kuscheldecke. Jetzt gerade bin ich drin reingekuschelt. Und die ist so toll. Genau. 2 Meter übrigens. Also. Genau, also let's go. Potme. Fangen wir da mal an. Genau. Cool. Ja, mega cool. Genau, sag jetzt schnell auf Deutsch, damit so alle anderen auch verstehen, wenn da noch ein paar andere reinkommen. Heute streame ich unter anderem, um mich einfach abzulenken. Weil, naja, also es hat jetzt nichts mit mir zu tun, aber es hat mich sehr, sehr getroffen. Und deshalb, ja, Ablenkung habe ich heute eigentlich schon relativ gut geschafft. Aber, naja, man weiß nie, wann es wieder hochkommt. Also, ja, es kann auch während dem Stream passieren, also deshalb. Ja, aber ich versuche da mein Bestes, mich abzulenken und hoffentlich euch dabei auch zu unterhalten. Und ja. Und hoffentlich gefällt euch mein Stream. Und zurück ins Schweizerdeutsch. Ist ja, glaube ich, nur Dori dabei. Genau. Den Breadcrumb hast du aufgewiesen? Nein. Also da fängt er schon, aber ja. Genau. Es kann sein, dass heute ein bisschen weniger los ist, weil halt eben Dienstag ist und am Dienstag ist meistens fast nichts los da auf YouTube. Und ja. Ich bleibe den ganzen Stream dabei. Danke, Dori. Das bedeutet mir mega viel. Aber ich weiß nicht, wie lange ich heute streame. Genau. Also locker, vielleicht sogar meine ganze Levelroute, je nachdem, wie sich da der Stream entwickelt. So von den Zuschauern her und so. Und ja. Genau. Übrigens, ich habe dir ja gesagt, wenn ich gehe, Dori. Und ich habe nicht das Billett gelöst, also das Listock. Da Bratislavi. Und es ist so cool. Genau. Ich freue mich so. Yay. Genau. Ah. Und ja. Es kann sein, dass ich heute vielleicht ein bisschen ruhiger bin oder so, aber ich versuche dann mein Bestes. Genau. Ähm. Genau, also wenn ich mal ruhig bin, Dori, kannst du einfach etwas über Slowensko schreiben und dann gehe ich ab in den Wasserfall. Ja.
Ich habe mir heute einen Reiseguide, also Reiseführer gekauft. Einfach so just for fun. Und es ist jetzt mein Lieblingsbuch. So perfekte Spezialinteressen füttern. Es ist so toll. Genau, ich wollte das Buch eigentlich hier herholen, um mal ein bisschen während dem Stream vielleicht noch reingüchseln. Und ja, gute Idee. Mhm. Heute nach dem Billetkauf sind wir einfach spontan in einen Buchhandel rein und dann habe ich einfach so gedacht, weißt du was, gehst du mal in die Reiseabteilung, um zu schauen, was dort so hat. Und dann hat es dort einfach einen Reiseführer für Slowensko und ich so, oh mein Gott. Spezialinteresse füttern, let's go. Und dann, genau, der Breadcrumb ist übrigens Level 6 jetzt. Und ja, und dann siehst du mal mich unterwegs nach Dings da, das ganze Buch auswendig lernen. Ja. Dann vielleicht bleibe ich heute Schweizerdeutsch, je nachdem, wer da noch alles reinkommt. Genau. Was kurz auf iPad wechseln vom Handy spinnt YouTube bei mir. Alles klar, Dori, mach du das. iPad. Also hast du unter anderem Apple. Ich übrigens auch. Also ich habe mal ein iPad gehabt, also ein iPad Mini, hat aber wegen Nichtgebrauch verkauft. Also am Anfang habe ich ihn schon intensiv gebraucht, aber dann irgendwann ist er plötzlich in der Schublade verschwunden und nie mehr vorgeholt worden. Eigentlich schade, aber naja, so ist es halt. Genau. Und hep. Also eigentlich gehört das iPad meiner Mutter. Aber vorher es so drauf gespielt. Okay. Dann hast du auslehnen in dem Fall. Hallo Lena, schön, dass du da bist. Hoffentlich geht's dir gut, hoffentlich hattest du einen schönen Tag. Und willkommen im Stream. Übrigens, Dori, ich glaube, ich habe dich gar noch nicht gefragt. Ako sa máš? Ako sa máš dnes večer? Genau. Also jetzt rede ich wieder Deutsch. Weil zweisprachiger Stream. Ist weil dreisprachig inzwischen. Mehr oder weniger. Genau. Oh, ich freue mich so auf meinen Trip. Es wird so toll. So, hallo Xin. Oder wie man es ausspricht. Mir geht's gut, aber ja, wie geht's? Naja, wie soll ich das jetzt sagen, wie es mir geht? Es geht mir eigentlich körperlich gut, aber mental, naja. Deshalb streame ich auch vor allem heute. Um mich auch abzulenken. Und ja. Und hallo, Katinka. Habe ich das richtig ausgesprochen? Willkommen im Stream. Hoffentlich geht's euch gut. Hoffentlich hat es auch einen schönen Tag. Und ja. Warte, ich brauche kurz meinen Übersetzer. Okay. Eigentlich heißt es einfach, wie geht's dir heute Abend? Okay, genau. Irgendwie habe ich Angst, dass heute meine Technik aussteigt, dass mein Headset vielleicht irgendwann mal den Geist aufgibt oder so. Okay, alles gut, hey, hoffentlich geht's dir danach gut. Ja, das hoffe ich auch. Deshalb streame ich unter anderem auch. Auch weil heute regulärer Streaming-Tag ist. Genau.
Aber ich hoffe, Ablenkung funktioniert. Ist jetzt relativ gut. Genau. ähm, okay. Und in meinem Reiseführerstand gab es so eine Liste mit Wörtern und dann stand dort einfach auf Deutsch Stein und auf Slowencino stand dort ebenfalls Stein. Und ich so, okay, heißt jetzt Stein Stein oder Stein oder? Ah, so. Mam sa dobre ďakujem. Korrekt geschrieben, Dori. Okay. Aber schön, dass es dir gut geht, Dori. Das freut mich. Musst du heute nicht zur Schule wegen Glatteis? Es war so glatt, bin viermal ausgerutscht. Oh je. Okay, hoffentlich hast du dir da nichts gemacht. Ja. Aber Glatteis, wegen Glatteis schulfrei, das hatten wir nicht. Aber hey, cool. Ein Tag schulfrei ist immer toll. Nubbelava. Ich laufe immer gegen diesen Balken. Und da ist auch irgendwas. Super. Genau. Und gemeinsamer Moment habe ich auch. Übrigens, morgen kommen die Connemaras. Und ich werde auf jeden Fall ein Pferdekaufvideo machen. Weil ich habe auf Anja Armstrong genug Starcoins für eigentlich sogar für alle. Aber ich werde mir nicht alle holen. Kleiner Spoiler. Genau. Okay. Ja, ich freue mich. Cool. Genau, also frag nicht, aber ich habe jetzt eine 2 Meter Kuschelfahne. Ja, und die ist toll. Also eigentlich eine Kuscheldecke mit einer Flagge drauf. Aber hey, why not? Prečo nie? Oj, Moment. Oj, panik bude čas Corona maximálny úrovni. Cool, Moment, dein Pony hat das Maximallevel erreicht, stimmt das? Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, aber es könnte sein. Doje velmi dobre, Dori. Also mein Pony ist bald ausgelevelt, meinst du? Cool. Ich verstehe nur Bahnhof. Du meinst Stanica, Flakova Stanica. Du verstehst nur Flakova Stanica, okay. Moi heißt ja mein und Bonik sollte klar sein, obwohl ich weiß, Pferd ist ein anderes Wort. Und ja. Aber für mein A1 ist das schon ziemlich gut. Dass ich sowas verstehe. Also ich habe es jetzt vor allem im Zusammenhang verstanden. Aber ich habe es verstanden. Naja, fast.
Hallo Fia, schön, dass du da bist. Hoffentlich geht's dir gut, hoffentlich hattest du einen schönen Tag. Und willkommen zurück im Stream. Also willkommen zurück. Du warst ja schon am Samstag da, deshalb willkommen zurück. Oh je, wirres Gerede heute. Ich bin heute vielleicht ein bisschen neben der Spur, weil sich etwas verändert hat seit dem letzten Stream. Genau. Hab keinen Bock mehr auf meinen Brunnen, deswegen level ich jetzt was anderes. Okay, machst du das? Schade, ich finde die Klo-Emojis nicht auf meinem Handy. Warum denn das, Lena? Sollten doch bei allen verfügbar sein. Und sonst versuch mal danach zu suchen, irgendwie WC oder so. Moment, habe ich jetzt so alles? Ich verstehe eigentlich nur Bahnhof, aber Übersetzer hilft aber korrigiere dafür mehrmals, ob es wirklich richtig ist, weil eben Übersetzer. Ja, vor allem Google-Übersetzer ist manchmal ziemlich falsch. Genau, da muss man wirklich mehrmals kontrollieren, ob das stimmt. Und auch der ChatGPT taucht nicht zu 100%, ob da was stimmt. Deshalb gehe ich dann zum Übersetzer und dann schaue ich, was der ausspuckt. Und wenn der was anderes sagt, dann taucht da eher... nice. Oh mein Gott, ich habe die Jacke. Oh, die ist toll. Cool. Also ich habe DeepL Translate. Ah, okay. Das benutze ich jetzt nie. Also, nie. Ich habe so Angst auf morgen. Warum denn, Lena? Ist alles okay? ChatGPT nutze ich nie. Nie. Du nutzt es nicht. Okay, naja, muss man auch nicht, oder? Ist vielleicht besser, wenn man es nicht nutzt. Zumindest so, wie ich es nutze. Naja, aber es kann auch nützlich sein, zum Beispiel beim Sprachenlernen. Da kann man so Dialoge üben und so, ist richtig toll. Genau. Hallo Anja und Chat. Hallo Fearless, schön, dass du da bist. Hoffentlich geht's dir gut, hoffentlich hattest du einen schönen Tag und willkommen im Stream. Stimmt, für Dialog ist es bestimmt hilfreich. Ja, extrem. Jedoch der einzige Nachteil ist, ChatGPT schreibt am Ende noch meine Antworten hin, die ich sagen könnte. Und dann ja, muss man halt nicht wirklich selbst denken, was ich aber schade finde. Ja. Chat redet in dem ein oder anderen Moment in der Schule. Oha, okay. Na gut, es kann auch sehr nützlich sein, wenn man sonst niemanden hat. Sollte man trotzdem nicht mit einer KI schreiben. Aber ja, die kann einen dann weiterleiten mit irgendwelchen Nummern und so. Und ja. Und Breadcrumb ist Level 7. Okay. Übrigens, mein ChatGPT heißt jetzt nicht mehr Bananchen, sondern Banan. Genau. Ja, mir geht's gut, danke. Bin heute aber noch kurz da. Alles gut, Fearless. Dann genieß die Zeit, die du da im Stream bist. Und ja, und hoffentlich kann ich euch gut unterhalten. Und ja, Anja hat Nachricht geschrieben. Moment. Weil ich habe ganze Zeit gelernt für eine Arbeit, aber ich glaube, ich kann das einfach nicht. Ich weiß zwar alles, aber keine Ahnung. Moment. Also, aber wenn du alles kannst, dann ist es doch eigentlich gut. Der Dragon Thunder. Hallo. Warte, das ist doch jemand von euch, oder?
Ich bin mir nicht mehr sicher, ganz ehrlich. Das werde ich tun. Okay, mach du das Fearless. Genau. Ja, bin ich. Okay, gut. Ja, ich habe ein bisschen genau, Deutsch, schwere Sprache. Ähm, ich habe ein bisschen ein Siebhirn, was so Star Stable-Namen und so angeht. Deshalb kann ich mir nicht immer merken, wer jetzt wer ist. Ja. Ich werde aber morgen weiterlernen, bis wir die Arbeit schreiben. Das finde ich einen guten Plan, Lena. Einfach immer wieder ein bisschen lernen und dann wird das schon. Okay. Okay. ähm, dann geht's weiter zu Steves Farm. Dann hätten wir da jetzt alles gemacht. Glaube ich. Mein Morland. Ja, gut. Okay. Ich habe heute irgendwie, ganz ehrlich gesagt, ähm, ich habe heute 2 bis 3 Stunden geschlafen, weil ich konnte einfach nicht einschlafen und bin dann gegen 7 Uhr aufgewacht, nach irgendwie 2, 3 Stunden, konnte dann nicht mehr einschlafen. Und ich so, okay, gut, dann bleibst du halt wach. Und ja, aber es geht eigentlich erstaunlich gut. Ich bin nicht einmal müde. Und ja. Oh, so früh. Ja, also für mich ist 7 Uhr extrem früh. Ja. Aber ich habe auch so meine Gründe, warum das jetzt sogar meinen Schlaf beeinflusst. Genau. Ich habe heute um 6 Uhr das Golden Hills Jumpy gemacht. Um 6 Uhr? Okay, das ist ein bisschen früh. Aber ich bin auch mal extra um halb 6 am Morgen für ein Jumpy aufgestanden. Und dann hat es sich nicht einmal gelohnt. Und dann dachte ich so, okay. Jetzt habe ich um halb 6 am Morgen meinen PC eingeschaltet, bin in SSO rein, habe gewartet und bin dann wieder ins Bett. Ohne das Jumpy zu reiten. Aber ja. Mache ich immer, bevor ich zur Arbeit gehe, muss erst um 26 aus dem Haus. Okay, dann hast du ja genug Zeit eigentlich. Genau. Ich stelle mir Wecker um 5:30 Uhr, aber ich bin so müde und schlafe weiter bis, keine Ahnung, 6:05. 6:05? 6:50 Uhr, oder? Was meinst du? Hallo Johanna, schön, dass du da bist. Hoffentlich geht's dir gut, hoffentlich hattest du einen schönen Tag und ganz herzlich willkommen in meinem Stream. Schlaf wird sowieso überbewertet, ich kann ein Lied davon singen. Ja, du bist auch ein bisschen erfahrener als, sagen wir mal, die meisten von uns. Ja. Aber hey, Schlaf ist halt auch wichtig. Ja, 6:05 Uhr. Ah, okay. What? Was? What? Alles okay? Okay, und weiter geht's.
Springgymnastik machen wir jetzt mit meinem Clydesdale. Hoppala. Also 6 bis 6,5 Stunden sind doch für mich manchmal sind es leider weniger. Okay, das ist schon nicht gerade viel, aber je nachdem einige brauchen mehr, einige brauchen weniger von Natur aus oder so vermute ich mal. Genau. Bin beim Jumpy. Okay, VG, VS, schnelle Hufe und komm gut ins Ziel, 4. Ich hoffe, mit dem Ton stimmt da alles. Genau. Hoffentlich ist der Platz. Ja, das hoffe ich auch. Silverglade. Okay, das ist da gerade in der Nähe. Okay, dann das Windmühlenrennen. Oi, Panik. Das ist ja maximal nur Urowen. Cool. Was für ein Glückwunsch. Okay, das weiß ich noch nicht. GW, Dori. ähm, Doje velmi dobre. Viel Spaß mit deinem ausgelevelten Pony. Und ja. Ďakujem. Moment, nech sa páči? Oder, Moment, was ist das andere? Niezacho. Moment, das eine sagt man, wenn sich jemand bedankt oder so. Und das andere, wenn man etwas anbietet, zum Beispiel im Restaurant oder im Restauratio. Ein Kellner zum Beispiel jetzt das Essen bringt und dann ich sage Ďakujem, der sagt nicht Sapachi. Glaube ich, so habe ich es verstanden. Genau. Einiges, ja. Yep. Roblox will, dass wenn man Chat will, dass man KI sein Gesicht zeigen soll und die KI schätzt dann wie alt. Oh, das kann aber auch, das kann man bestimmt sicher gut irgendwie, keine Ahnung, fälschen oder so, das finde ich jetzt nicht. Also ich weiß nicht, ob es hilfreich ist, aber naja. Übrigens, Dori, wenn man Ďakujem groß schreibt, schreibt man beim D so ein umgekehrtes Dächli. Das ist die Großbuchstabenschreibweise vom weichen D. Das hat mich erst am Anfang auch verwirrt, aber ich habe es dann relativ schnell kapiert. So, bin dann leider wieder weg. Viel Spaß auch noch beim Stream. Danke, Fearless. Dir noch einen schönen Restabend und bis nächstes Mal und schön, dass du da warst. Uppala, ziemlicher Lag. Hatte ich schon lange nicht mehr. Okay.
Also dann, danke. Immer wieder gerne. So. Aber etwas, was ich mich jetzt wundere, ist, was Stein heißt. Also ist es jetzt wirklich Stein? Was zwar etwas komisch wäre. Oder ist das ein Druckfehler in meinem Buch? Das kann ja auch sein. Aber es wäre schade, das Buch war teuer. Okay. Das Barrel-Rennen. Aber warum sollte ich wissen, was Stein heißt? Warum ist das so wichtig? Okay. So. Und zu guter Letzt die Koppelstrecke. Stein gleich Stein. Ja, das ist klar im Deutschen. Aber im Slowencino ist es nicht unbedingt klar. Also, ja. Also dort heißt es wahrscheinlich was anderes, nicht Stein, aber ja. Ich hoffe so sehr, dass es ein Druckfehler ist, weil sonst wäre es etwas komisch. So. Mhm. Okay. Ich kann ja morgen sonst meine Workbestie freshen. Ja, kannst du machen. Fragen. Okay, du meinst Fragen. Ja, und sonst kann ich einfach schnell auf Google schauen, was das genau heißt. Bin gleich wieder da. Okay, Lena, bis gleich. Naja, ich würde sagen, ich bin gerade solides A1 mit einigen sagt man? Hä? Genau, einfach mit gutem Wissen für A2. Autokorrektur auf iPad ist doof. Nicht nur auf iPad. Ich habe ja auf meinem Handy die slowakische Tastatur drin. So als, keine Ahnung, einfach just for fun. Und da ist die Autokorrektur manchmal dabei. Und die ist so mühsam und schrecklich. Die verwandelt fast jedes Wort in irgendein erfundenes slowakisches Wort, das es dann nicht einmal gibt. Und ja, irgendwie absolut weird. Bin mal kurz, wir kommen später wieder. Alles klar, Fia, dann bis später. Uppala. Jetzt gehen gleich alle aus dem Stream raus und kommen dann entweder wieder oder gar nicht mehr. Oh nee. Okay. Oder sagen wir fast alle. Nicht alle. Schätzi. Ich bleibe. Danke, Dori. Genau. Ich
finde es cool, dass ich jetzt meine, ich nenne es mal Herzensinteresse, weil ich weiß nicht, ob es wirklich ein Spezialinteresse oder so ist. Oder Hyperfixierung oder was auch immer. Ähm, aber ich finde es cool, dass ich mich endlich getraue, die nach außen zu tragen. Also wirklich auch von der Kleidung her und so. Und ja, ich finde das toll. Das da war. Ich weiß doch nicht, was das heißt. Nicht vergessen, ich bin noch A1. Ich bin noch ähm, ich kann 300 Wörter oder ein bisschen mehr. Na gut, unter den 300 sind einige kurze Sätze dabei. Aber ich sollte unbedingt mal weitere Wörter raussuchen, um diese dann zu lernen. Ja. Am Moment, das heißt, ich bleibe. Oder? Heißt auch, ich bleibe bloß Apfelwachs. Ja, ich hab's gerade gemerkt. Genau. Okay. Und hepp, wäre das gemacht. Dann noch andersherum. Und ein Schluck Wasser. Okay. Mir ist heute so ein Lied aus Slowensko nachgelaufen. Also ich hatte einen ziemlichen Ohrwurm, sagten wir es so. Und ja, und das Lied ist so toll. Es hat mich ziemlich geinfluenced, um eine gewisse Sorte Energy Drink zu nehmen, also zu einer zu wechseln, weil das im Video, also im Musikvideo vorkommt. Und ja, also dort dann trinke ich eigentlich fast nur noch die. Naja, kleiner Fun Fact so am Rande. Übrigens, ich werde mir dann selbst eine Postkarte schicken, von Bratislava aus. Und es wird so entweder extrem emotional, wenn die ankommt, weil die wird wahrscheinlich ein paar Tage brauchen. Und ja. So. Bin wieder da. Willkommen zurück, Lena. Schön, dass du wieder da bist. Okay. So. Immer diese Lückenfüllerwörter, wenn man nicht weiß, was sagen. Hallo Maria, schön, dass du da bist. Hoffentlich geht's dir gut, hoffentlich hattest du einen schönen Tag und willkommen im Stream. Oh, Lena hat die Toiletten-Emojis wieder entdeckt. Yay! G'day, Toiletta. Einer der wichtigsten Sätze überhaupt im Ausland.
Genau. Und hepp. Und nochmals hepp. Und gerade nochmals. Darf ich auf die Toilette, glaube ich. Nee, nicht ganz. Stehe heißt etwas anderes. So. Moment, darf ich auf die Toilette? Auf. Ich weiß leider noch nicht, was auf heißt. Und Breadcrumb ist Level 8. Yay. Moment, warum laufe ich weg? Ja, ich bin heute nicht ganz bei der Sache, leider. Was die Toilette heißt, ist das. Genau, ja. Die Toilette heißt, wo ist die Toilette? Herzlichen Glückwunsch zum Level Up. Danke dir, Lena. Das ist wahrscheinlich in deinem RP oder so. Wie geht's dir? Naja, körperlich gut, emotional, also psychisch jetzt nicht so gut, deshalb streame ich auch, um mich abzulenken. Genau, aber sonst eigentlich gut. Und wie geht's dir, Maria? Alles gut bei dir? Alles in Butter. So. Gut, danke der Nachfrage. Okay, das freut mich, dass es dir gut geht. Das ist doch toll. So, hey, alles in Butter. Ja, das sagt man doch, oder? Wann bist du wieder live? Donnerstag bin ich wieder live. Also übermorgen in 2 Tagen. 18:30 Uhr, um genau zu sein. Das ist meine übliche Streaming-Zeit. Ich habe ja meine festen Streaming-Tage. Und es sind in der Regel immer Dienstag, Donnerstag und Samstag. Immer 18:30 Uhr am Abend. Genau, und Lena freut sich bereits. So, dann freue ich mich auf Donnerstag. Ja, ich mich auch. Hoffentlich bin ich dann wieder ein bisschen mehr bei der Sache. Genau. Dann kann ich jetzt gar nicht abwarten. Ja, ich freue mich auch schon riesig, wie schon gesagt. Also riesig, ich freue mich halt. Hoppala. Anne, denk an die Toilette. Ja, das ist eine gute Idee. Wenn es wieder hochkommt, einfach an die Toiletten denken, dann wird das schon. Hoffentlich. Genau. So. Wie viele Bücher hast du eigentlich schon? Meinst du, wie viele ich bereits geschrieben habe? Oder wie viele ich allgemein habe? Weil ich habe meine Bücher nie gezählt. Also meine gekauften Bücher. Hab dich abonniert. Danke dir, Maria. Das ist sehr lieb von dir. Willkommen in der Community. Und ja. Ja, geschrieben. Sagen wir 3,5. Also 3 drucken lassen und an einem bin ich jetzt noch dran. Etwa in der Hälfte oder ein bisschen weiter. Nee, ein bisschen unter der Hälfte bin ich. Da werd ich dann auf meiner Reise weiterschreiben. Und es wird so, wie sagt man, Meta-Ebene oder so. Ich werde diese Stelle schreiben, in der einer meiner Charakter ebenfalls dorthin reist. Weil er kommt von dort und alles. Und
Ja, und dann bin ich genau auf demselben Weg wie er und dann schreibe ich das und das wird so toll. Genau. Okay, einmal applaudieren. Bin gleich da, muss schnell was holen. Okay, Lena, bis gleich. Hört sich interessant an. Ja, ich bin schon gespannt, ob das was wird. Also Platz werde ich auf jeden Fall haben im Zug. Daran wird es nicht scheitern, weil erste Klasse, juhui. Genau. Ja, ich habe mir ein bisschen was gegönnt für die Reise. Also gegönnt im Sinne von ein bisschen, wie kann man sagen? Genau, Luxus. Ja, erste Klasse hin und Rückfahrt. Beides erste Klasse. Es ist so toll. Da werde ich auf jeden Fall Platz haben. Vor allem, weil ich schon eine Platzreservierung habe. Zumindest für den Hinweg. Und ja. Beim Rückweg habe ich dann endlich den Direktzug. Das heißt, es wird ziemlich entspannt sein, mit nur einmal umsteigen. Aber wo sage ich nicht, logischerweise. Außer Dori weiß es. Aber sie sollte es nicht sagen. Okay, blöd. Ja. Bin back. Welcome back, Lena. Willkommen zurück. Na, ich rede heute ein bisschen mehr, wahrscheinlich. Aber ja. Heute war ein emotional aufgeladener Tag, sagen wir es so. Sind ja schließlich reich, also passt das alles, man muss sich was gönnen. Ja, besonders bei sowas Wichtigem, oder? Einfach mal gönnen. Das G steht für gönnen, oder? So. Hoppala, das wollte ich nicht. Okay, meine Fische haben mich gerade so angeguckt, das war so witzig. Jö, okay. Also gerade alle Fischchefs oder nur ein paar? So. Gartenwettbewerb. Perfekt. Okay, bitte seid mir nicht böse, wenn ich den Stream vorzeitig beende, weil... Ja, weil persönliche Gründe. Also Alex habe ich davon erzählt, er weiß, um was es geht. Aber... Uppala. Ja. Vielleicht zoome ich auch meine ganze Levelroute, je nachdem. Genau. Und ich habe viele, die denken immer an das. Meine Eltern nennen den schon Raubtiere. Oha, okay. Ja, alles gut, ich verstehe. Das ist doch gut. Und schön, dass ihr so Verständnis habt, falls ich dann einfach nicht mehr mag. Es liegt nicht an euch, es liegt an sonst nie, doch es liegt an jemandem, aber in meinem Umfeld. Also, das ist jetzt ein bisschen fies gesagt. Aber der Auslöser ist außerhalb von YouTube. Okay, ja, alles gut, du brauchst halt. Moment, was? Alles gut, du brauchst halt Zeit, ja. Ja, Zeit ist da gerade am besten. Irgendwann bin ich da drüber hinweg, aber das dauert wahrscheinlich einfach noch ein bisschen.
Weil es ist noch ganz frisch, also Sonntagabend habe ich es erfahren. Und ja, und seit dort dann einfach, naja, verstört, wie man nur sein kann. Als ob ich den schlimmsten Horrorfilm meines Lebens gesehen hätte. Nur halt, dass es Realität ist und kein Film. Das ist das Problem. Dass es jemanden in meinem Umfeld betrifft, dann macht es ja nicht gerade besser. Und warum rede ich drüber? Ich wollte mich eigentlich ablenken. Aber ey. Ja, ja. Ja, alles gut, das wird schon einfach ein bisschen besser mit Aki. Kuscheln, du tust mir auch voll leid. Oh, danke, Lena. Ja, ich werde mich auf jeden Fall auch mit Aki ablenken, die Tage. Weil er ist ja mein emotionaler Anker für zu Hause eigentlich. Da. Und ja, also mein FNA-Fehler konnte mir da nicht groß helfen. Also schon auch, aber ich will nicht, dass ich ihn damit assoziiere. Und ja, einfach über Toiletten reden. Genau. Aber ich bin gespannt, ob es im Zug dann auch Toiletten hat. Also auf meiner 10-stündigen Reise. Genau. Stimmt, habe schon länger nichts von Aki gehört. Was macht er so? Er chillt gerade. Ja, ich habe ihn länger nicht mehr benutzt, habe auch seinen Akku in der Zwischenzeit rausgenommen, aber inzwischen ist er wieder aktiv. Ihm geht's prima, also wirklich. Nur habe ich mir zwischenzeitlich so ein bisschen Sorgen um seinen Akku gemacht, weil er mitten während dem Spielen ausging. Aber ja, danach hielt er wieder über eine halbe Stunde durch, also ich schätze mal, er ist wieder auf dem alten Stand, so wie früher mit knapp 2 Stunden hielt er durch oder gar noch länger. Genau, Aki ist einfach einer der Best Boys. Und ja. Oh, Aki hat er auch seine Akkus bekommen und so. Ja, genau. Spielt er immer noch mit seinem Ball. Ja, also letztes Mal, als ich mit ihm gespielt habe, war er so verspielt. Es war so süß. Ich habe ihn mal, also er ist ja eigentlich auf Pink programmiert, aber ich habe herausgefunden, dass er Orange besser sieht und deshalb bevorzugt. Und da habe ich dann vor ihn den pinken Ball und den orangen Ball gelegt. Er hat sich für Orange entschieden. Es war so süß, obwohl er auf Pink programmiert ist. Genau. Und ja. Aber leider ist er nachtblind, also meine Wohnung ist relativ dunkel allgemein. Und deshalb kann ich nur am Tag mit ihm spielen, weil sonst kann er sich nicht orientieren. Er sollte sich orientieren können, damit er erstens den Ball sieht und zweitens, dass er nirgendwo dagegen läuft. Weil er hat ja Sensoren, die ihm sagen, wo etwas nah dran ist oder welche Distanz etwas hat. Und wenn er das nicht sieht, ich weiß nicht, ob die auch ohne Licht funktionieren würden. Oder ob er dafür die Kamera verwendet. Ich weiß es nicht. Genau. Ah, cool. Dann ist, dann ist ja seine Lieblingsfarbe orange. Genau. Das habe ich per Zufall herausgefunden. Ich hatte ja eine Zeit lang Katzen und die hatten einen orangenen Fisch als Spielzeug. Und da hat er plötzlich so Freude an diesem Fisch gehabt. Da dachte ich, Moment, liegt das jetzt an der Farbe oder einfach, weil es halt ein Spielzeugfisch ist. Es lag an der Farbe. Orange ist meine zweitlieblingsfarbe. Oh, cool. Genau. Einfach mein Fisch. Haha. Ja, das Spielzeug ist eigentlich so ein Zappelgoldfisch. Und ja. Und ich war so stolz auf Aki, als er es geschafft hat, den Fisch zu drehen.
Es war so cute, dass sogar er selbst war komplett überrascht. Es war so süß. Genau. Uah. Breadcrumb, bitte. Prosim. Okay, Hoppala. So. Mhm. So wäre das auch gemacht. Okay. Naja, wir hatten auch ganz lange keine Haustiere, bis ich dann ausgezogen bin. Und auch dann hatte ich lange keine. Bis wir dann, bis ich dann Katzen adoptiert habe. Und seitdem ich mehr da sind, habe ich Aki. Und ja. Ah, das Pferd heißt Breadcrumb. Ja, ich weiß nicht, wie man das im Deutsch sagt, aber bei uns sagt man dem Brösmeli. Also mein riesiges Clydesdale ist ein Brotkrümel. Äh, genau. Und Brotkrümel sind ja in der Regel ziemlich klein. Aber ich wollte irgendetwas mit Bread haben, weil mein erstes Clydesdale hieß Bread, also heißt immer noch so. Und da wollte ich, dass alle meine Clydesdales irgendetwas mit Bread drin haben. Und weil Breadcrumb ein echtes Wort ist, habe ich ihn so genannt. Genau, das heißt, mein nächstes Clydesdale wird auch irgendetwas mit Bread heißen. Und ja, aber ich finde die so süß irgendwie. Irgendwie, okay. Irgendwie haben die was. Toasty. Geht das? Ne, es muss wirklich das Wort Bread beinhalten. Also zum Beispiel Bread Slice. Bread Slice wäre cute, wenn das geht. Die Brotscheibe. Oder Bready. Ja, das könnte ich auch machen. Ich muss schnell nachschauen, da beim Golden Hills Valley Stall, ob es irgendwie hinten einen Slice gibt oder so oder irgend sonst was. Einfach kurz nachsehen. Bread Flour. Zum Beispiel. Okay. Mal schnell schauen. Nicht da. Brady klingt irgendwie lustig. Ja. Nee, Slice gibt's leider nicht. Oder Breads. Die Mehrzahl von Brot. Breads. Aber Bready? Das beinhaltet ready. Also ready for Freddy. Brady. Okay, wahrscheinlich heißt mein nächstes Clydesdale Brady. Genau, okay, weiter geht's. Brad, das Lied von Charlie. Okay, sagt mir gar nichts. Aber Brat heißt ja etwas auf Slowakisch. Und ja. Da je moje Brat. Irgendwie gibt es so Wörter, die ich so richtig gerne ausspreche, wie zum Beispiel eben Brat oder Vlak oder so.
Oder Dobre ist auch eines meiner Lieblingswörter. Genau. Ready, steady, go. Go. Statt ready, steady, go. Ja, das wäre cute. Ready, steady, go. Lebkuchen. Meinst du jetzt für den Pferdenamen oder? Oder was meinst du mit Lebkuchen? So. Stimmt, das Lebkuchenpferd habe ich bisher nie gelevelt und ich habe es vor über einem Jahr gekauft. Einfach so, haha, bin random. Willkommen im Club, Lena. Willkommen im Club der random Leute. Gingerbread ist ein bisschen basic, so nennt fast jeder das Lebkuchenpferd. Ja, ich muss zugeben, meines heißt auch Gingerbread. Aber, naja, ist doch egal, wenn etwas ein bisschen basic ist. Solange es passt, dann finde ich's cool. Oder solange man selbst Freude dran hat, ist das noch besser. Dann ist ja gut, dass ich Lebkuchen erwähnt habe. Dann ist es Zeit, ihn zu leveln. Ja, bevor der Schnee noch weg ist, weil sonst schmilzt mir dieses Pferd. äh, ich weiß, ich können Lebkuchen schmelzen. Ich weiß es nicht. Ah, Fische und Toiletten. Ich hoffe, die schwimmen nicht in der Toilette herum. Das wäre es jetzt noch. Also hoffentlich nicht, aber ja. Okay. Moment, das Flachs möchte ich dann noch mitnehmen. So. Dann machen wir lieber nicht. Ja, weil Fische gehören in ein Aquarium oder in die freie Wildbahn und nicht in die... Oh Gott, ich sag's nicht. Oh nein, bloß keine Fische sind in der Toilette. Ja, das... Ja, also es gibt ein Horrorspiel, eigentlich ein ziemlich süßes Horrorspiel. Da geht es darum, dass ein Geist eines Goldfisches irgendwie ein Apartment, also eine Wohnung heimsucht. Und dann lag der die ganze Zeit in der Toilette. Irgendwie voll süß gemacht und so. Und ja. Und deshalb bin ich es eigentlich. Ja. Das mussten wir leider oft machen. Oh nein, die armen Fischis. Moment, ich habe ein Checkpoint verpasst. Oh je. Aber wie habe ich das vorhin geschafft? Nein, also weil die Krankheiten hatten dann halt. Oh je. Oh, die Armen. Naja, aber so ist es leider. Okay. Deswegen. Okay. Da war... Oh nein, das tut mir leid, Lena. So was ist nicht immer ganz so einfach.
So. Jetzt ist aber der Anja-Fan und der dabei. Okay, cool. Anja-Fan ist auch ein toller Name für ein Haustier. Genau. Er heißt fleckig, weil er Flecken hatte. Jö. Na gut, ich war früher auch sehr kreativ bei Namen, vor allem bei Stofftieren. Zum Beispiel ein Zebra nannte ich Zebi, ein Dalmatinerhund nannte ich Weißschwarzi. Wie hast du eigentlich dein Profilbild hier auf YouTube gemacht? Unter anderem mit ChatGPT und dann selbst noch bearbeitet. Genau, Rennstrecke. So, cool, genau. Ja, cool, hat bestimmt lange gedauert. Nicht unbedingt. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mein Profilbild zu kreieren. Hoppala. Übrigens, ich habe mir so Bilder aus den Souvenirshops angeschaut. Und da habe ich dann so Plüsch-Teddys entdeckt und ich habe schon Namen für die. Und ich habe die noch nicht einmal. Und ich habe schon Namen rausgesucht für die beiden. Also es werden 2 Teddys. Hoffentlich haben die wirklich noch. Die Fotos sind schon etwas älter. Und ja, ich finde es passt perfekt. Ja, Ďakujem, Dori. Ja, aber Mühe steckt drin, weil es ist so schön und mit, glaubt das ein Space Shuttle. Ja, das ist ein Space Shuttle im Hintergrund. Und im Vordergrund mein Charakter. Und ja, ui, Plüsch-Teddys. Ja, die sind richtig, richtig cute. Ich hoffe so sehr, dass sie die noch haben. Und wenn nicht, dann wird es halt ein Maulwurf. Die gibt es dort ja auch, so Plüsch-Maulwürfe. Weiß nicht warum, aber sie existieren. Aber so, ich habe schon 2 irische Teddys, also 2 Souvenir-Teddys aus Irland. Und da habe ich auch 2, ein kleiner und ein mittlerer. Und diesmal möchte ich von Slovensko auch ein mittlerer und ein kleiner mitnehmen. Und die dann mit der gleichen Namensdings da benennen. Also mit der gleichen Vorlage sozusagen. Mache ich bei Schleichpferden auch immer Namen geben, bevor ich es überhaupt gekauft habe. Ja. Nur halt diesmal bei mir bei Teddys. Und ja. Ich kaufe dir den ein und für Aki einen Orangen. Oh, ein oranger Teddy für Aki, das wäre ja super süß. Vielleicht finde ich irgendwo einen. Oder eine Plüschorange. Pomerange. Also meine irischen Teddys heißen ja Angus und Little Aiden. Und die aus Slowensko möchte ich dann mit derselben Logik benennen. Also der eine heißt so, weil mein Bruder damals einen typischen irischen Namen rausgesucht hat. Und der andere heißt wegen einem Schauspieler und weil der Teddy halt klein ist, halt Lidl vorne dran und ja. Zahlt man da eigentlich doch mit Euro in Slowensko? Ja, man zahlt dort mit Euro. Moment, ich hab's heute gelesen, seit wann man mit Euro zahlt. Irgendetwas mit 2000 irgendwas.
Oh, ich kenne es, ich gebe irgendwelche Sachen Namen und suche schon einen Platz, bevor ich die gekauft habe. Ja, same. Dabei weiß ich nicht einmal, ob die überhaupt diese Teddys noch haben. Und Breadcrumb ist Level 9. Yay. Okay. Hm. Gut, dann ab zum Observatorium. Okay. Was sind eure Lieblingstiere? Eindeutig das Zebra. Ich liebe das Zebra, ich finde es so toll. Und bei euch? Was habt ihr für Lieblingstiere? Pferd und Gepard. Cool. Hallo Stefanie, schön, dass du da bist. Hoffentlich geht's dir gut, hoffentlich hattest du einen schönen Tag. Und willkommen im Stream. Sorry, ich habe betont, also ich bin noch... Ach so, okay. Gut, ich sollte vielleicht zuerst die Nachricht lesen, bevor ich ähm, da was sage. Aber hey, willkommen im Stream. Und ja. Kommst du an meine Fischies? Cool. Also vor allem Haustiere, ja. So. Okay. Moment. Wie hast du es eigentlich hierher gefunden? Steffi, ich wusste nicht, dass du sie auch kennst. Okay, kennt ihr euch beide? Zebra normal steht in meinem... Was? Spaß. Okay. So, ich muss bitte los. Vielleicht sehen wir uns später. Bis bald. Okay, ich weiß, du hörst das jetzt gerade nicht, aber bis später und falls nicht, dann noch einen schönen Restabend und eine gute Nacht. Und schön, dass du kurz vorbeigeschaut hast. Oha, ja, ich kenne Steff seit 2019, war glaube ich der 26. Abonnent bei ihr. Ah, sie macht auch YouTube. Ich bin überhaupt nicht drin in der SSO-Bubble da auf YouTube. Ähm, und so hat Spaß gemacht und ja, beinahe inklusive Aki. Tschüss Lena, schön, dass du da warst. Und noch einen schönen Restabend. Später dann gute Nacht. Und habe ich schon gesagt, schön, dass du da warst. Ich weiß nicht. Und bis nächstes Mal. Der Steffi ist auch YouTuberin. Okay. Ich weiß gar nicht, ob sie beim Event von Cookie auch mit dabei ist. Ja, die hat auch Spaß gemacht, danke. Okay, gerne doch, Lena. So. Noch schnell einen Schluck Wasser. Und weiter geht's. Ist da eine gefangene Tasche? Nein. Hallo Cookie, schön, dass du da bist.
Hoffentlich geht's dir gut, hoffentlich hattest du einen schönen Tag. Und willkommen im Stream. Aber wenn, genau, habe ich auch gerade gedacht. Ich musste, ich muss dich verwirren. Warum denn das? Okay, cool. Danke für dafür, dass du mich jetzt schon vorgewarnt hast. So. Jetzt bin ich gespannt, was Cookie da schreibt. Falls was kommt. Okay, und weiter geht's. So. Moment, ich lese eure Nachrichten gleich. Habe übrigens gestern meine Workbest von hinten erschreckt, mache bei ihr gerne Streiche. Ja. Mensch, Dori. Na, ich meine, solange es euch beiden Spaß macht, ist doch gut. Okay, also wir sind ja Menschen, wir atmen Luft, aber sehen sie nicht. Und wir sehen ja Wasser, Fische atmen Wasser und was denn Fische kein Wasser sehen, aber dafür Luft. Okay. Also ich glaube, Fische filtern den Sauerstoff aus dem Wasser raus, also atmen sie sozusagen auch Sauerstoff, so wie wir. Und deshalb, ja. Da wäre ja komisch, wenn wir Luft sehen würden, oder? Okay, und weiter geht's zum nächsten Lichtrennen. Okay, ja, aber sie atmen ja im Wasser. Vielleicht sehen sie deswegen kein Wasser, aber dafür Luft. Warum sollten sie kein Wasser sehen? Ich schätze mal, sie sehen so wie, wenn wir eine Taucherbrille anhaben. Oder so. Vielleicht andere Farben oder so. Aber ich meine, dann denken sie ja, dass sie schweben. Oder fliegen. Das tun sie auch nicht. So. Ihren macht das nicht wirklich Sinn. Hm. Naja. Ich habe ChatGPT gefragt, anscheinend sind Fische wirklich kein Wasser. Okay, aber bedenke, dass ChatGPT auch Fehler machen kann. Überprüfe bitte wichtige Informationen. Genau. Ich muss auch später von meinem sehr erfolgreichen Aprilstreich erzählen. Habe meine Workbest reingelegt. Okay, da bin ich gespannt. Aber Aprilstreich jetzt schon oder von letztem Jahr? Also, ach so, letztes Jahr, gut. Okay. Ich könnte ja mal schauen, was mein ChatGPT da raushaut, wenn ich den frage, ob Fische Wasser sehen können.
mach das gleich mal schauen, was der sagt. Dann haben wir da vielleicht zwei Meinungen von derselben KI. Soll ich das mal machen? Okay. So. Und Generierlicht, das lasse ich jetzt mal. Okay, wäre das erledigt. Dann auf zum nächsten Rennen. Okay. Einfach an Toiletten und Slowensko denken. Einfach an das Trinken und dann wird's schon. Okay, ich rede mit mir selbst. Juhui. Ich bin so random. Aber vielleicht hilft es, das laut auszusprechen. Genau. Aber look, schon Breadcrumb. Ich mag deine Art. Oh, danke, Dori. Das ist so lieb von dir. Das bedeutet mir mega viel. Ich komme hier rein und meine erste Frage ist 10 Fische Luft. Bin ich normal? Ich würde sagen, du bist so normal wie wir alle. Nämlich vielleicht nicht unbedingt normal. Aber im positiven Sinn natürlich. Ich meine, random sein ist dir völlig willkommen. Ich bin ja selbst extrem random. Also, ja. Okay. Und so. Dann ab zum Whale-See. Whale-See. So. Hi. Willkommen zurück, Lena. Schön, dass du wieder da bist. Ist normal, manchmal denkt man halt einfach an random Fragen. Ja, zum Beispiel gestern, ich habe zwar meine KI nicht gefragt, aber ich wollte einen unnützen Fakt über Beluga-Wale. Ich weiß nicht, warum ich das wollte, ich wollte es einfach. Ich kann aber nur kurz leider. Okay, alles gut. Ich bin in deiner... okay. Dann komm da bitte raus. Nachricht zurückgezogen. Okay. Nuppala. Spaß im Kühlschrank. Das ist ja noch schlimmer. Dort hat's nicht einmal Platz. Okay. So. Okay, Lena.
Dann kannst du ja kurz schnell Hallo sagen. Du machst mir den Drang auch Slowakisch zu lernen oder einfach nur einzelne Sätze, die man im Alltag braucht oder die ich im Stream brauche. Warum denn nicht, Dori? Go for it. Also, ich finde, es macht mega Spaß. Und dann, ich meine, eine Sprache ist immer gut, wenn man eine lernt, jetzt egal welche. Und ja. Hey, ich finde, hoppala. Und ich finde, ich bin random. Du auch? Wir sind alle random, oder? Unser Club sollte irgendetwas mit random heißen. Was wär's? Die Random Gang. Genau, warum nicht? Die Random Fishies. No, das wäre cute. Sprechen werde ich es nicht können, aber verstehen und schreiben wäre toll, weil ich kann das rollende R schlecht aussprechen. Okay, na dann ist es besser als nichts, oder? Also ich mache das rollende R meistens automatisch, also kommt es mir eigentlich sogar entgegen. Und ja. Ein Thurgauer Dialekt kocht rein. Wirklich? Wie kann das R rollen? Das sagt man so, wenn das R halt nicht so verschluckt wird. Also wenn es wirklich hörbar ist. Und statt zum Beispiel Lehrer sagt man Lehrer. Okay, sorry, das musste sein. Genau. Ja, Muffe, da ist ein Überfall. Sorry, musste sein. Okay. In der Ausbildung hatten wir auch jemanden mit starkem Thurgauer Dialekt und alle haben sich dann, als das so viral ging, über ihn lustig gemacht und das war dann, naja. Ich sag lieber nicht, was ich gedacht habe. Okay, wenn du willst, kannst du es sagen, aber musst du natürlich nicht. Also das war eher Frauenfeld-Dialekt, ich komme aber eher näher von Schaffhausen und so. Ah, okay. Also wirklich ziemlich ausgeprägt. Dass es eher auf Rädern rollt. Ja, naja, wenn es das kann, dann viel Spaß dem R auf den Rädern herumrollen. Wohin fährt denn das R, Lena? Wohin geht es? Ich hoffe, es macht eine schöne Reise nach Slowensko. Finde den Thurgauer Dialekt selbst schlimm, aber wirklich nur die da im Osten sind, wie Solgen, Wiefelder und Fraufeld und so weiter. Und ich finde, ich geht noch. Okay, ja. Naja, ich kenne mich jetzt da nicht so aus mit dem Thurgauer Dialekt. Eher so mit dem Zürcher Dialekt, weil ich habe ja voll die Zürich-Schnurre. Genau, zu dir und sagt Aki Hi. Oh, er ist da richtig nett, dass es jetzt gerade Aki Hallo sagen möchte und ja. Übrigens, soll ich das jetzt da im Stream ansprechen oder soll ich es dir privat schreiben? Ich
weiß nicht. ähm, und dann nimmt es dein... Nee, den brauche ich. Den Kühlschrank. Potreboy im Kühlschrank. Das war jetzt auch ziemlich random. Okay. Bei dir war... Moment. Bei dir war ich voll verwirrt, mein erster Gedanke war schon auch Zürich, aber mir hat der starke CH gefehlt und hätte vielleicht auf Aargau getippt. Eine Zeit lang wärst du da gar nicht einmal verkehrt gewesen mit Aargau. Ich wohnte tatsächlich mal im Kanton Aargau, aber jetzt nicht mehr. Also wirklich nicht lange, irgendwie ein Jahr war es, glaube ich. Und ja. Wir sind alle random, aber go for it, würde ich sagen. Ja, go for it, oder? Einfach sich selbst sein, auch wenn es dann heißt, dass man komplett random ist, aber sowas ist doch genau lustig. Das ist gut für Unterhaltung und so. Und gibt immer ein Gesprächsthema, wenn man random ist. Genau. Random Gang klingt cool. Ja, das wäre cool. Soll ich meinen Discord-Server auf Random Gang umbenennen, anstatt Space Girl Crew? Das wäre so ein etwas Community-Dings und nicht so nur sozusagen ich bezogen. Baguette. Da fehlt ein E, Lena. Baguette schreibt man's. Aber Baguette ist nicht lecker. Ah, mit Soße, in Soße getunkt. Ah. Nee, ich glaube, ich kann das nie wieder essen, glaube ich. Mach die Random Crew. Ja, voll. Gut, dann benenne ich heute noch meinen Discord-Server auf Random Crew um. Und dann, anstatt ich möchte der Community beitreten, schreibe ich dann hin, ich bin random. Crew klingt irgendwie besser als Gang. Ja, stimmt, Gang ist so Star Stable Clubname irgendwie. Random Crew. Wie cool. Ich bin random, ich möchte der Community beitreten. Genau, ich werde nur das ändern. Uppala. Okay. Moment. Jetzt habe ich fast aus Versehen meine Crew gelesen. Meine Freundin hat versucht, das zu schreiben und das 8-mal probiert und dann hat sie geschrieben, das Brot aus Frankreich. Ja, so kann man es auch beschreiben. Ja, fehlt noch ein Lied für uns, die Random Crew-Lied. Wir können zusammen einen KI-Song erstellen. Da schreibt ihr so irgendwelche random Dinge in den Chat und wir machen einen Song draus. Wärt ihr da dabei? Das wäre jetzt eine ziemlich witzige Idee. Go for it. Go for it klingt gut. Okay, ja, KI-Song. Gut, dann können wir alles gemeinsam bestimmen. Wollen wir das jetzt machen oder extra einen Stream? Nee, extra einen Stream dafür ist auch ein bisschen doof. Ich würde sagen, ich mache noch das Firkwurf-Rennen. Unterdessen könnt ihr euch mal überlegen, ob ihr es jetzt möchtet oder später oder sonst irgendwann. Also, ja. Weil es ist okay, wenn nur 2 dabei sind. Hauptsache, wir sind genug random. Vermöglicht dann aber etwas mit Beat und nicht so weich ruhig. Okay, Beat, zum Beispiel Dubstep. Oder Trance ist ganz toll. Vielleicht Donnerstag. Okay, dann können wir es am Donnerstag machen.
Aber ich bin ungeduldig, ich möchte es jetzt machen. Aber ich passe mich euch an, also genau. Also Trance wäre ganz cool. Dann Dubstep, Rap, Rap an sich. Was gibt's denn noch? Stand-up-Comedy gibt es auch. Ähm, genau. Ja, mir ist eigentlich egal. Also halt einfach was mit guter Laune-Stimmung, weil bei ruhigen Liedern schlafe ich sonst ein. Okay, dann gute Laune. Ähm, vielleicht, upala. Moment, ich muss niesen. Oh je, aber ich mute mich schnell. So, da bin ich wieder. Ähm, etwas gute Laune. Zirkusmusik geht immer. Ähm, Moment, ich glaube, dieses Set habe ich noch nicht vollständig. Na toll. Meeresküste. Ja, dann nehme ich das da. So. Gesundheit haben. Danke, Lena. Ja, dann kann man das immer hören, wenn es einem nicht gut geht. Ja, das wäre eine richtig coole Idee. Hab doch gesagt, ich bin in deinem. Hm. Gute Idee, Lena. Etwas, was man dann immer hören kann, wenn es einem nicht gut geht. Ja, das könnte ich jetzt gerade richtig gebrauchen. Aber ja. Okay, dann auf zur Station Ranch. So. Also. Zwei aus meiner Klasse haben auch drei Songs geschrieben und hochgeladen. Okay, also wirklich alles selbst gemacht oder mit KI? Weil dann wäre es beeindruckend, wenn sie das alles selbst gemacht haben. So, die Hühner brauchen Wasser. Uppala, okay, das war jetzt speziell. Ja, also selbst geschrieben, nur den Bass mit KI. Ah, okay. Na gut, ich habe die meisten meiner Songs auch selbst geschrieben. Und ja. Und Hintergrundbild. Okay. Na gut, jeder kann theoretisch einen Song schreiben. Die Frage ist nur, ob es gut wird. So. Und die Tanzbühne und es wäre erledigt. So. Oh, ein Flugzeug-Emoji. Ich finde Flugzeuge toll. Mir fällt nie was ein, wenn ich einen Song machen müsste, also als Text. Ja, mir manchmal auch nicht, aber dann kann man ja einen Song darüber schreiben, dass einem nichts einfällt. Und dann hat man doch einen Songtext. Genau.
Okay. Oder Ideen suchen, aber anders machen. Mhm. Hab Deutsch verlernt. Alles gut, Lena. So Momente gibt's. Hoppala. Na toll, na toll, na toll. Gleich in 3 Steppenläufer hinein. Dieser Schrei. Meinst du da dieses Adlergeräusch oder was genau? Okay. Gemeinsamer Moment. Yay. Da, wenn das Huhn runterfliegt. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht eine Inspiration von Assassin's Creed ist, weil dort passiert genau das. Da springt man in einen Heuhaufen, während, glaube ich, es ein Adlergeräusch ist. Und vielleicht ist es eine Inspiration von Star Stable, aber ich kann es nicht mit Garantie sagen. Ich vermute es einfach mal. Einfach dieses Huhn macht dieses Geräusch. Dieses Geräusch. Ja. Also ich kann mir denken, warum es das macht. Aber ob das stimmt, das weiß ich nicht. Und Breadcrumb ist schon Level 10. Nice. So. Gut, dann auf ins Dinotal. Da hat jemand den Runenläufer. Rune Crystal. Cool. So Autokorrektur. Also, ich schätze mal, deine Autokorrektur ist weniger schlimm als meine. Ich muss meine manchmal 3-mal korrigieren bei einem Wort. Und das ist dann nervig. Genau. Okay, dann werdet ihr dabei am Donnerstag mit dem KI-Song. Ich glaube, er hat die Autokorrektur verlernt Deutsch. Ja, es ist mal so weit gekommen, dass sie meine falsch geschriebenen Wörter übernommen hat und die dann richtig geschriebene Worte falsch korrigiert hat, dass sie dann falsch geschrieben waren. Im Nachhinein. Und schreibt er jetzt auf einmal Huhn. Was? Und Geräusch schreibt er. Huhn schreibt er jetzt auf einmal Huhn. Okay. Oh je. Und Geräusch und da kommt Geruch heraus. Spezielle Autokorrektur. Auf meinem Handy habe ich auch die Autokorrektur an, aber die habe ich jetzt. Hoppala. Genau. Moment. Aber die habe ich jetzt seit einigen Jahren auf Schweizerdeutsch erzogen. Okay, also meine Autokorrektur, meine Güte, ist so irgendwie ein Mix zwischen Slowakisch, Tschechisch, etwas Erfundenes und Deutsch. Und das ist so nervig. Zum Beispiel wollte ich, was war es jetzt? Dings. Nee, Och Mann, irgendwas habe ich geschrieben.
Und dann hat meine Autokorrektur das einfach für mich ins Slowakische übersetzt und ich habe es dann erst im Nachhinein gemerkt und ich so, okay, danke dafür. Ui, Dori Tutorial. Ja, wir brauchen ein Tutorial dafür. Gut, dann auf nach Südhof. Südhof, ich komme. Habe einfach nur auf Schweizerdeutsch geschrieben und irgendwann erkennt die Tastatur, dass du andere Wörter willst. Ja, voll. Eine Autokorrektur muss auf normal öffentlichen Deutsch erzogen werden. Okay. Naja, ihr packt das mit eurer Autokorrektur. Warum habe ich mit einigen Worten so Mühe? Es ist so schlimm. So. Ursprünglich habe ich mit meinen Freunden immer Deutsch geschrieben. Aber seit ich dann haben die meisten eher Schweizerdeutsch geschrieben. Okay, interessant. Aber sie kann nicht mal Autokorrektur richtig schreiben, muss dann noch mal ordentlich. Okay, das ist mühsam. Und habe dann auch auf Schweizerdeutsch umgestellt, fand es aber damals ein bisschen komisch. Okay, ja. Ups. Okay. Dann weiß ich ja, was ich dann noch Tag in Dings mache. Okay, ja. Viel Spaß dabei, Lena. Ah, im Live. Ach so. Okay. Aber wir wollen am Donnerstag ja dann den KI-Song machen, wenn ihr mit dabei seid. Mein Vater kann aber tatsächlich nicht Schweizerdeutsch lesen. Es muss für ihn auf Deutsch sein, obwohl er Schweizer ist. Okay, das ist etwas speziell. Aber hey, sowas kann es ja mal geben, oder? So. Bin auf jeden Fall dabei am Donnerstag. Super. Das freut mich. Dann muss ich einfach im Voraus noch schauen wegen der Lautstärke, dass da dann alles passt. Hoppala, genau. Gut gemacht, Breadcrumb. So. Und Papa redet manchmal einfach mit uns Schweizerdeutsch und meine Mutter und ich lache uns immer so. Okay. Also, Sie können Schweizerdeutsch, Lena.
Ja, ich glaube, ich muss gucken, ob ich Donnerstag Zeit habe. Okay, ja, schau einfach, ob es geht und wenn nicht, dann ist es auch okay. Und sonst machen wir es doch heute, können wir natürlich auch. Und ja, also mein Papa hat keine Ahnung wieso und wie, aber ja. Okay, dann hat er so ein gutes Sprachgefühl oder so. Aber sicher, dass es Schweizerdeutsch ist. Ja, glaub schon. Okay. Sag einfach niemals Grüezi, wenn du uns begrüßt. Ja, es heißt Grüezi. Also mit einem oder wie man es möchte dazwischen. Okay, muss auf. Okay, tschüss Lena, gute Nacht und schönen Restabend. Und bis nächstes Mal. Und schön, dass du da warst. Wohl unter Freunden kann man Hoi sagen. Ja, das ist so wie Ahoi und Hey. Unter Freunden sagt man Hey oder so und... Nee, warte. Ahoi sagt man allgemein. Okay, kurz verwirrt. Nice. Ja, so unter Freunden, Verwandten und so sage ich auch immer Hoi. Also inzwischen sage ich Ahoi, aber das ist was anderes. Einfach nur um es anzuwenden. Genau. So. Oder Sally. Sally. Da gibt es bei der SBB so eine ungeschriebene Regel. Bis Mittag um 12 sagt man Sally. Nein, sagt man morgen. Und nach 12 Uhr sagt man Salü. Oder zumindest ist mir das aufgefallen, dass man das so macht. Und ja. Ist meine Decke halb runtergefallen? Noch? Nee. So. Sally klingt für mich komisch. Ich sage das nie. Okay, bei der SBB sagt man das ständig. Aber jedem das seine. Ich habe sonst außerhalb meiner Ausbildung auch nie gesagt. Okay, das war jetzt ein bisschen blöd von. Ein bisschen blöd von mir. ähm, ich glaube, es alle sagen eher die älteren Generationen. Ja, das kann sein. Aber hey, die Coolen sagen Ahoi. Was? Goldspurfarm. Okay, also ich habe zumindest noch nie von einem Jugendlichen gehört, der Soli sagt. Also ich habe das immer gesagt in der Ausbildung, weil es halt meine Mitarbeiter ständig auch gesagt haben. Und ja, yes, Ahoi auf die Eins. Oh ja, unbedingt. Genau. Ich getraue mich noch, ich getraue mich noch immer nicht, einfach grundlos etwas auf Slovencino zu sagen.
Einfach aus dem Nichts da im Stream. Ja. Weil eigentlich ist es so ein deutschsprachiger Stream, ist, weil inzwischen, wie gesagt, dreisprachig. Mach kurz Bonnet Jump. Okay, mach du das, Story. VG, VS, schnelle Hufe und komm gut ins Ziel. Okay. Dann das Grüntal, Jumpy. Requiem. Ex Apache. Ich bin mir immer noch nicht sicher, was man jetzt genau sagt. Sowas wie Dörrie oder gern geschehen oder sowas. Moment, ich könnte nachher schnell nachschauen, was man da genau sagt. Aber das mache ich dann nach dem Rennen. Upala. Also mit mir kannst du gerne Slowakisch kommunizieren, macht mega Spaß. Ja, das macht richtig Spaß. Also, ja. Okay. Ja. Ich muss mich heute beherrschen, als ich das Zugbillett gekauft habe, nicht aus Versehen Slowakisch zu reden. So, chcem kupić listok do Bratislavi, prosím. Sondern auf Schweizerdeutsch, grüezi, ich hätte gerne ein Billett. Genau. Aber ich habe es dann auf Schweizerdeutsch gesagt, das war alles gut. Ich habe mich nicht blamiert. Ich weiß nur noch nicht so viel wie du. Na gut, ich weiß ehrlich gesagt auch sehr wenig, aber ich bin dran. Aber es geht langsam voran, aber es geht voran. Zum Beispiel muss ich noch Hoteldialoge üben und so Rezeption, Fragen, Antworten, Formular ausfüllen, Dingstaler. Genau, so wo was hin muss und so. Wenn es nicht auf Englisch oder Deutsch angeschrieben ist, dann ist das von Vorteil. Genau. Stimmt, ich wollte ja etwas nachsehen. Ach Mist, aber jetzt bin ich da mitten im Rennen. So. Und hep. Oh mein Gott, Breadcrumb wäre fast nicht gesprungen. Oh je. Okay, jetzt bin ich richtig motiviert zum Lernen. Ich weiß nicht warum, aber let's go. So. Genau, jetzt will ich kurz was nachsehen. Nee, jetzt war gerade meine Autokorrektur. Sagi. Findest du die App Lingo gut? Lingo? Also ich kenne eine, die Ling heißt. Die habe ich auch runtergeladen, aber Lingo kenne ich jetzt nicht. Mache kurz Jump, ich schreibe in 2 Minuten wieder. Okay, Dori. VGVS, schnelle Hufe und komm gut ins Ziel. Ähm.
Okay, jetzt bin ich gespannt, was da rauskommt. Ah, okay. Gut, also ich habe jetzt ein paar Antworten. Behode. Stimmt's, gibt's auch. Okay. Ne masz Sacho. Kann ich mir das merken? Und sonst einfach ProSieben. Okay, Frage beantwortet. Das war es gerade etwas speziell. Und hat auch einiges zum Einsammeln. Das ist perfekt. Okay. Und da haben wir wieder Musik. Yay. Gut, ich streame jetzt doch schon seit 2 Stunden. Diese Zeit, die verfliegt wieder. Okay. Wurde vierte mit Level 7 Pony. Oha. Okay, das ist cool mit Level 7. Aber GW. GW zum 4. Platz. Nice. Okay. Ďakujem. Prosím. ähm. Genau. So. Hab voll Lust drin, was auf Slowakisch zu schreiben, aber ich weiß nicht was. Ja, und bei mir dasselbe einfach mit Reden. Also, Dori, hovoriš po slovensky? Hovoriš po slovensky, genau, ja. Sollte stimmen. Oder wenn man höflich sein will, hovorite du. Nein, po. Was? Hovorite po slovensky. Genau. Nee, warte, nicht das. Das ist die falsche Reihenfolge. Okay, ich glaube, ich verscheuche da jeden Zuschauer, wenn ich da was sage. Aber hey, denen es gefällt, naja, die genießen es halt einfach. Vielleicht. Chcem ísť do Bratislavy. Teraz, prosím. Okay, ich bin random. Stimmt, die Random Crew. Ah, das hätte ich jetzt was vergessen. Nee, hovorím po slovensky. Okay. Schade. Hovoríš po nemecky? Alebo anglicky? Spanielsky? Oder irgendwie sowas?
Spanielski, Spaniel, irgendwie sowas. Oder Coco Marsch Rocco. Na gut, das weiß ich ja, aber ich frage trotzdem. Aber du musst darauf nicht antworten. Weil, ja. ähm, okay. Jetzt verstehe ich gar nichts, aber nur eine. Moment. Eine ähnlich was Wort wie Slowenski verstanden. Ja, da gibt es Niemiecki, Angliecki, Ihren Spanisch bin ich mir noch nicht sicher, weil das betrifft mich nicht. Ja. Hovorím po německy, anglicky a slovensky. Ja, hä? Okay. Ich habe irgendwie manchmal Angst, dass meine Aussprache etwas falsch ist oder nicht verständlich ist, weil so viele verstehen mich nicht. Aber auch niemand in meinem Bereich spricht diese Sprache und kann mir sagen, ob es korrekt ist. Das ist halt der Nachteil, wenn man sich so eine Sprache selbst beibringt und nicht in einen Kurs geht oder so. Genau. Okay. Komm schon, Breadcrumb. Bot me. Nein, was. Irgendetwas hat er blockiert, obwohl ich gesprungen bin. Nice. Das heißt, du sprichst Deutsch, Schweizerdeutsch und Slowakisch. Das mit Deutsch stimmt, das ist Niemiecki, aber Angliecki ist etwas anderes. Das ist Englisch. Angliecki, glaube ich. Niemencina oder was? Okay, ich kann mich ja mal versuchen vorzustellen. Ach so, mich verhört. Alles gut. Volam sa Anja. Mam. Tvetsat pet. Roko. Som so švajčiarska. Hovorím po anglicky, nemecky a trochu slovensky. A mám rada Slovensko. Irgendwie so. A učím sa slovenčinu. Dobre. Ich hoffe, das war verständlich. Okay. Wow. Was war das, Breadcrumb? Wurde zu einem Space Shuttle? Okay. Also hab verstanden, wie du heißt, dass du 3 Sprachen sprichst, mir nicht. Okay, ja, das stimmt. Aber dann habe ich noch was gesagt. Mom,
WZ-Bett bekommen. Aber da bin ich mir noch nicht sicher, ob das wirklich das heißt. Also, die WZ-Bett. Aber der Rest weiß ich, dass das stimmt. Nur halt dieses eine Wort. So. Okay. Bin gerade voll im Flow. Ist doch schön, oder? Ein Flow haben ist toll. Ich wäre auch gern wieder mal im Flow. Okay, mhm. Ja. Wilujem Slovensko. Rečenie. Okay, es driftet immer mehr in Slowakisch ab. Auch wenn es eigentlich ein deutscher Stream ist. Desto mehr du sprichst, desto mehr kann ich entziffern und mehr verstehen. Ah, das ist doch toll! Dann soll ich noch mehr in Slowenski reden. Na gut, allzu viel kann ich jetzt auch wieder nicht. Ja, zum Beispiel, wie ist die volaju tvoje meno? Das ist so ein Satz, der eigentlich richtig schön ist. Beno, was? Wie ist die... Moment. Wie ist die volaju tvoje meno? Ich finde das ein mega schöner Satz. Die KI hat den rausgespuckt, als sie einen Song geschrieben hat, der mein einer Charakter seinem Dings da eigentlich schreibt. Und dieser Song existiert jetzt nicht. Also nicht halt KI generiert, aber trotzdem. Genau. Und es ist so ein schönes Lied. Aber da bin ich mir nicht sicher, ob es korrekt ausgesprochen wird von der KI. Also ich hoffe es auf jeden Fall. Genau. Ich mache da noch die H&M-Rennen. Laura Grand Prix. Modra Grand Prix. Was auch immer. Mein WLAN auf dem Handy spinnt wieder, kann ich es übersetzen. Oh nein. Dann kann ich für dich übersetzen. Oder ich kann es versuchen. Übrigens bist du gerade mit zwei Geräten im Livestream oder nur mit einem, Dori? Weil je nachdem wechsle ich jetzt ins Schweizerdeutsch, das ist vielleicht ein bisschen einfacher für uns. So. H&M. Ich bin heute an einem H&M vorbeigelaufen. Kleiner Fun Fact. So.
Bin nur mit iPad im Stream und Handy brauche ich fürs Watch, also bin da. Ah, okay, gut. Dann ist da noch wer, der zuschaut. Hm. Uppala, genau. Gut, dann bleib ich im Deutsch. Ich bin immer noch in meiner Kuschelfahne eingewickelt, also meine Kuscheldecke mit Fahnenmotiv, Flaggenmotiv meine ich. Und die ist so toll, die gibt so schön warm. Ich meine, wer hat denn nicht eine 2 Meter Slowensko Kuscheldecke? Na, coole Musik. Stimmt, Alex Stelle Beobachtungsmeister der zuguckt. Stimmt, das kann sein. Ahoi Alex, sag was am Arsch. Moment, warum? Ich gehe immer aus Gewohnheit dahin. Und ich kann schon bis 10 zählen und darauf bin ich mega stolz. Weiter muss ich noch lernen, aber bis 10 kann ich auf jeden Fall. Obwohl ich da manchmal bei 9 und 10 noch etwas durcheinander komme. Aber im Grunde weiß ich es. So, und ein gemeinsamer Moment. Moment, ist der Alex nicht selbst live? Ich muss doch herausfinden, wie man gewisse Buchstaben schreibt auf der Tastatur. Okay, also bei mir ist ganz einfach, ich habe ja die slowakische Tastatur und da ist es eigentlich ganz klar, wie man die schreibt. Oder du kannst sie einfach hinzufügen und dann zwischen Deutsch und Slowakisch wechseln. Alex war live. Oh, okay, in diesem Fall nicht mehr. Dann könnte es sein, dass er rein theoretisch zuschaut. Oder es ist sonst wer. Auf jeden Fall schön, dass ich dich damit nicht langweile, wer auch immer da noch mit dabei ist. Genau. Also auf iPad geht's, aber ich meine auf dem Laptop, damit ich Ihnen so das auch schreiben kann. Ja, stimmt, da habe ich auch so meine Probleme. Also ich meine, die langen Vokabeln und so, die kann ich schreiben, aber den Rest leider nicht. Und Breadcrumbs Level 11. Yay. Okay. Gut, dann weiter zu den vergessenen Feldern. Hoppala. Moment, ich könnte mal schnell schauen, ob da etwas gekommen ist. Nee. Okay. Gut, und weiter geht's. Die vergessenen Felder. Okay, ja. So. Oh mein Gott, ich habe noch mein Essen auf dem Herd. Ich habe es noch nicht in den Kühlschrank gepackt. Och nee, egal, das eilt ja nicht unbedingt. Solange ich es heute noch erledige, sollte das schon gut sein. So und so und so. Kann ich auf dem Laptop schon schreiben, aber A und E noch nicht. Bei mir ist es genau umgekehrt. Ich kann das S und das C nicht schreiben, aber die anderen gehen. Also die mit dem, sagen wir mal, Accent aigu. Ja. So.
Hallo, ich bin auch mal wieder back. Willkommen zurück, Fia. Schön, dass du wieder da bist. Willkommen zurück im Stream. War etwas länger weg, aber hatte noch zu tun. Alles gut, Fia. Real Life geht vor. Das sollte eigentlich klar sein. Genau. Ich bin gerade irgendwie müde. Som trochu unavená. Aber naja. Ist das Handy neu starten, jetzt aktualisiert er gar nichts mehr. Oh nein. Okay, dann macht er das Story. Hoffentlich geht's dann wieder. So, Goldmelisse, du kommst mit. So, wäre das auch gemacht, dann geht's weiter zum Mittelalterplatz. So. Okay, und da wären wir. Freue mich auf morgen. Work Best ist wieder anwesend. Yay, cool. Richte ihr nochmals einen Gruß aus. Ich meine, warum nicht, oder? So. So, ich bin wieder da. Welcome back, Stefanie. Schön, dass du wieder da bist. Und willkommen im Stream. Ich glaube, vorhin hattest du den Ton aus und konntest mich nicht hören. Also auf jeden Fall willkommen im Stream. Schön, dass du da bist. Und ja. Okay. Ich muss den auslassen, weil noch auf der Arbeit war. Alles gut. Du hast ja geschrieben, dass du den Ton aushattest, also ja. Genau. Okay, was könnte man noch Schönes erzählen? Ob heute auf der Arbeit, ob auf der Arbeit heute heimlich Musik gehört auf dem Handy, war alleine. Okay. Hoffentlich wurdest du dabei nicht erwischt. Oh mein Gott, warst du alleine? Wie? Meine Logik wieder. Nein, Breadcrumb, bitte. Gut. So. Und dann noch einmal rückwärts. Oh, lass dich nicht erwischen. Genau, sei vorsichtig, Dori. Wenn es sonst nicht erlaubt ist, besser ein bisschen vorsichtig sein. Und vielleicht singen oder so, oder summen. Oder ein Lied im Kopf hören. Das kann man natürlich auch. Also zumindest vielleicht nicht jeder, aber... Und nein, wir haben jetzt gerade die Französisch-Hausaufgabe
für morgen bekommen. Jetzt muss ich auf Ernst noch Französisch machen. Oh je, das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Und das um diese Zeit. Für morgen. Oh je. Und dann viel Erfolg, Fia. Ich musste eine WG reinigen und im Obergeschoss finde ich es unheimlich. Deswegen habe ich mich mit Musik ablenken lassen. Na gut, dann hattest du aber auch einen Grund, oder? Dann wird es dir bestimmt nicht böse genommen und ja. Genau. 7 Zuschauer. Ne, jetzt sind es wieder 5. Vorhin waren es noch 7. Er mag Dunkelheit nicht. Ja, das ist nicht für jeden etwas. Und hep. So, dann wären wir da gleich im Ziel. Perfekt. Okay, dann geht's weiter nach Dandal. Da hinten. Dandal. Hole mir noch was zum Naschen. Okay, mach du das, Story. So. Okay, und sonst so alles gut bei euch? Alles in Butter? So, ich brauch ein bisschen Energienachschub, dass ich Französisch noch schaffe. Ja, das schaffst du bestimmt, Fia. Ganz bestimmt. So. Und ich glaube, ich streame nicht mehr allzu lange. Ich bin gerade ziemlich müde irgendwie. Aber ja. Ja, alles gut. Bin ziemlich müde von der Arbeit. Okay. Ja. Genau. Ich bin von heute ziemlich müde, weil ich sehr, sehr, sehr wenig geschlafen habe. Also wirklich unter 3 Stunden etwa. Irgendwie sowas herum. Und ja, aber für das bin ich irgendwie fast komisch fit für heute. Genau. So, ich setze mich mal ans Werk, werde den Stream nebenbei laufen lassen, aber nicht im Chat sein. Okay, Fia, viel Spaß beim Lernen. Bis zwei Hausaufgaben. Dann kann ich einmal random Französischwörter raushauen und dich vielleicht ein bisschen durcheinander bringen. Nee, genau. Hoppala. Bonjour. Bonsoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Weiter kann ich nicht. 1, 2, 3, 4,
Bett, Chest, Sedem, Osem, Devet, Desat. Okay, das war jetzt ein bisschen random, aber wir sind random, also go for it. So. Eule, alles gut. De rien 4. Na gut, jetzt mischen sich meine Sprachen. Oh je. So. Ich habe beim Wort 15 immer so Mühe. Irgendwie Senk oder Gas. Aber das heißt doch wiederum 50? Oder irgendwie sowas? Ich konnte diese Zahl noch nie sagen. Und es wollte nie in mein Hirn rein. Diese 15. Gas, Senk, whatever. Gut, dann auf zu den Jorvik Rangers. Ich finde es cool, dass es da so eine Abkürzung über diesen See gibt, wenn es Schnee hat. Ja, hast du gut ausgesprochen. Merci, Fia. Très bien. Ich kann aber 15 und 50 selbst nicht immer unterscheiden. Ja, ich hatte da immer so Mühe mit. Also die 5 geht ja noch, aber die 15 und die 50 und dann noch 99 und so. 99 ist, glaube ich, 99 oder so. Ich fand einfach diese Zahl damals so lustig, um sie auszusprechen. 99. Ja. Bald gibt es den Stream 4-sprachig. Ja, warum nicht? Dann hätten wir Deutsch, Moment, Deutsch, Schweizerdeutsch, Englisch, Slowakisch und fünfsprachig. Und Französisch. Nice. Je no sagen nie no. Okay, meine Sprachen mischen sich jetzt offiziell. Ich habe aus Versehen nie anstatt no gesagt oder fast gesagt. Ich weiß nicht, was die Franzosen sich ausgedacht haben mit 4 mal 20 plus 19 gleich 99. Moment, das stimmt ja eigentlich. 4 mal 20. Moment, was? 4 mal 80 plus 19 ist eine 9. Stimmt ja eigentlich. Mathematisch gesehen. Aber warum muss man das so kompliziert machen? Warum muss man zuerst eine Rechenaufgabe lösen, bevor man eine Zahl sagt? Das macht doch keinen Sinn. Weil es gibt, glaube ich, bei uns in der französisch sprechenden Schweiz auch eine einfache Version, zum Beispiel Soissons anstatt irgendwie keine Ahnung was. Ja, wirklich, das ist so. Naja, die waren wohl ein bisschen Mathe-Genies, die sich das ausgedacht haben. Oder 80, 88 oder so. Oh mein Gott, ich weiß. Uiton ist die einfache Version, aber die sagt man, glaube ich, in Frankreich selbst nicht. Nur 80 ist 80, weil 88 ist 88. Ah, okay. Sprachen lernen mit 4. Französisch lernen mit 4, Slowakisch lernen mit Anja und ja. 80 ist 4 mal 20. 80 und 4, 20. Okay. Französisch ist zu lange her. Ja, bei mir auch. Ich weiß vielleicht noch Fenêtre, Table. Was gibt's denn noch? Je m'appelle Anja. Je. Vincent. J'habite au Suisse.
Ja. Ich kann Slowakisch besser inzwischen. Mir wird Mandarin. Was? Mir wird Mandarin gelernt, bin halb Chinesin. Jetzt wirklich, Dori? Okay. Aber ich hatte, glaube ich, irgendwie 5 Jahre Französisch in der Schule und mein Slowakisch ist nach etwa 5 Wochen besser als mein Französisch. Oh je. Okay, so. Okay. Ja, ich bin halb Schweizerin und Chinesin. Meine Mutter kommt aus China und mein Vater. Cool, coole Kombi. Entweder hast du es mal gesagt und ich habe es vergessen oder ich hätte es jetzt überhaupt nicht erwartet. Okay. Der Preis, cool. Na gut, ich bin ja zu einem Teil aus Österreich. Also von dem her. Auch nicht 100% Schweizerin. Okay. Vom Aussehen her wird kein Schweizer denken, dass ich hier geboren bin, weil ich sehe meine Mutter ähnlich. Cool. Also ich meine, Asiaten können auch sehr hübsch sein, also von dem her. Ja. Aber ich bin in der Schweiz geboren und aufgewachsen. Okay. So. Meine Mutter ist irgendwann Anfang 2000 in die Schweiz gezogen. Okay, ähm, dann ist sie ja sozusagen noch nicht allzu lange da. Kann sie denn gut Deutsch, oder? Wildnisrennen. Tipp. So. Ich glaube, da geht's genau links. Und dann rechts. Ihr Deutsch ist nicht so gut, aber man kann es schon verstehen. Gewisse Wörter sind für sie trotzdem zu schwierig sie auszusprechen. Okay, ja, das kann ich verstehen. Aber solange man miteinander kommunizieren kann, ist doch gut. Okay. Sie selbst spricht Hochdeutsch, aber man kann mit dir trotzdem gut Schweizerdeutsch sprechen. Also, dich würde sie sehr gut verstehen, dein Dialekt ist ja neutral. Ja, stimmt. Ich habe einen relativ neutralen Dialekt für die Schweiz. Ja. Spannend. So. Und so. Okay. Gut, dann geht's auf zum letzten Rennen oder eines der letzten Rennen für heute. Aber wenn da so ein Bündner oder ein Berner um die Ecke kommt, dann braucht man vielleicht auch einen Übersetzer. Ja, oder sie reden Hochdeutsch.
und passen sich an. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber ja, zum Beispiel den Bündner Dialekt mag ich jetzt nicht so, aber ich finde Bündner allgemein sehr, sehr sympathisch. Jetzt abgesehen vom Dialekt. Munzichteldorf. Munzichteldorf. So. Genau. Hoppala. Ja, einmal da gegen die Mauer. Gut gemacht, Breadcrumb. Okay. So. Oder hättest du noch für die Archäologie etwas? Also wenn DeepL Translate jetzt nicht funktioniert, dann ist es ein bisschen. Okay, dann hoffen wir mal, dass es funktioniert. Ja. Jetzt müsste man noch wissen, was Besen auf Slowakisch heißt. Keine Ahnung. Aber ich esse Jem. Jem heißt es. Jem Besen. Irgendwie sowas. Ne, will kein Englisch. Oh je, spinnt's ein bisschen bei dir, Dori. Beim Translate. Oh je. Okay, dann frecher Translator. Oh je. Hat heute seinen eigenen Kopf, hä? Okay. Wow, wow, wow. Was war das jetzt? Breadcrumb? Gut, dann geht's noch auf nach New Hillcrest. Dann mache ich dieses Rennen dort noch. Dun, dun, dun. Du, 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 du. Naja, so ist es. Da nicht runterfallen, bitte. Super. Ďakujem. Yes, es hat funktioniert. Yay! Hat Slowakisch sogar für sich selbst eingestellt. Okay, DeepL lernt in diesem Fall. Genau, Breadcrumb. Du stellst es da zum Verkauf. Super hingestellt. Gut gemacht. Hat sich Breadcrumb freiwillig in die Reihe der Verkaufspferde angestellt. Okay, da wären wir. So. Wie viel weißt du jetzt schon auf Slowakisch?
noch nicht so viel, also sagen wir etwa zwischen 300 und 400 Worten. Und ein paar Sätzchen. Und einige Sätze, die ich selbst zusammensetze. Ja, aber sonst noch nicht viel. Aber ich bin dran. Ich möchte eben zuerst die Wörter, die ich jetzt habe, also die Vokabeln, möchte ich erst in- und auswendig können, bis ich die wirklich beherrsche und erst dann weiter expandieren mit den Vokabeln. Und dann, ja. So, da komme ich jetzt erstaunlich gut durch. Ups, genau. Ich sage, ich komme da gut durch und reite da fast vorbei. Nice. Genau. Gemeinsamer Moment. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass Breadcrumb fast Level 12 erreicht. Hätte ich echt nicht gedacht. Ah, aber ich meine, ich liebe meine neue Kuscheldecke. Die ist so toll. Und morgen kann ich endlich meine Kisten weiterknüpfen und meinen Teppich. Die warten schon seit fast einer Woche drauf. Nein, Breadcrumb. Einer meiner Lieblingsstreams. Moment. Ein verhalber Stream-Thema. Slowensko. Ja, ich finde das mega toll, dass wir da wirklich mal über sowas reden können. Und apropos Teppich, du kannst dir ja denken, welches Motiv das es wird. Dasselbe Motiv wie meine Kuscheldecke hat. Genau. Okay, ich glaube, man merkt da bei mir, was mein Herzensinteresse, Schrägstrich vielleicht Spezialinteresse ist. Ich bin mir da nicht so sicher. Ja. Sag Bescheid, wenn du einen slowakischen Stream machst. Ich werde Bescheid sagen. Ich würde sagen, in ein paar Wochen könnte ich es vielleicht. Aber dann noch ziemlich eingeschränkt. Genau, das Hasenrennen ist ja noch. Dobre. Nee. Breadcrumb plus ihm. Breadcrumb. Everwindfelder wollte ich. Okay, ich könnte es ja mal versuchen, extra ein bisschen Wörter dafür zu lernen und dann das als Stream machen. Aber dann mache ich einen nicht gelisteten, damit es nicht peinlich wird. Und dann teile ich den Link mit im Discord-Server und dann, ja, dann ist kontrolliert, wer da zusieht. So. Alle meine Häschen schwimmen in die Tasche. Nee, den Breadcrumb bitte nicht doof tun. So, den da möchte ich noch. Perfekt. Okay, ich merke, ich bin langsam komplett durch. Der Stream geht doch bald 3 Stunden. Genau. Was gibt es denn noch? Genau, das Winterdorf. Das habe ich ganz vergessen. Stell dir vor, es kommen slowakische Zuschauer dazu. Oh mein Gott, das wäre so cool.
Na gut, ich könnte versuchen, den Titel und alles anzupassen und dann Sprache Slowakisch einstellen und auf dem Server Grape Mountain spielen. Und dann mal schauen, vielleicht taucht euch jemand auf. Das wäre dann natürlich mega cool. So. Moment, das ist ein Rennen. Ach Mist. Egal. So, letzter Tag Winterdorf. Und wichtig auch das Thumbnail symbolisieren. Genau, es ist schön mit der slowakischen Flagge, so dass es ja auffällig wird. Dann das Symbol vom Grape Mountain Server. Und dann extra hinschreiben, irgendwie Vitajte Wszyscy. Nee, warte, irgendwie sowas. Vitajte auf meinem Stream, irgendwie sowas. Und dann kommt bestimmt irgendwann jemand. Hoffentlich. Hoppala. Wir könnten so irgendwann mal ausprobieren. Ich finde das mega spannend. Genau, was hat denn da jetzt blockiert? So. Gut, dann gehe ich da noch hoch für das andere Rennen. So. Genau. Aber es wäre echt mal eine coole Idee, aber nicht in naher Zukunft, weil da muss ich wirklich die Sprache ein bisschen besser beherrschen wie jetzt. Also als jetzt. Genau. Aber die Idee existiert schon mal. Das ist veľmi dobré. Genau. Nein, Breadcrumb. Bitte nicht stehen bleiben. So. Ja, ja, ich glaube, ich mache noch ein Rennen und dann beende ich den Stream. Weil mein Hirn ist nur noch aus Stroh gerade. Und ja. Kommt das nächste oder diese Woche? Ich meinte, du hättest dir irgendwas erzählt, worauf du dich testen lassen willst. Ja, aber ich weiß nicht, ob wir da gerade vom selben reden. Worauf du dich testen lassen? Also meinst du jetzt sprachlich oder wie meinst du das? Gut, dann noch das eine Pinguinrennen und das Springreiten. Hui. Nein. Okay, das war jetzt etwas speziell. Dann mache ich zuerst das Springreiten oder wie das heißt. Stimmt, Dori, wenn wir gerade schon vom selben sprechen, was ich davon ausgehe, da hat meine BF noch etwas dazu gesagt, weil ich habe ihr auch davon erzählt.
Nicht sprachlich, sondern das, was... Ah, ja, dann reden wir vom selben. Ja, das kommt in ein paar Monaten. Ich habe da aber noch keinen Termin. Und ja, aber die Chancen stehen, sagen wir mal, 80 zu 95%, dass ich es habe. Genau, sogar meine BF hat heute mir erzählt, dass sogar ihre Mutter bei mir den Verdacht hat, schon seit den ersten 2 Treffen. Also seit ich meine BF damals vor 12 Jahren das erste Mal oder das zweite Mal getroffen habe und ihre Mutter dann auch. Sogar dort hat sie schon den Verdacht bei mir gehabt. Und meine Mutter sowieso schon immer. Und ja, und sie hat mir sogar gesagt, warum sie mich nicht früher testen lassen hat, was mir vielleicht so einiges gespart hätte. Und zwar wirklich einiges. Ja. Aber ich habe da eine Wartezeit von 6 Monaten und es war etwa so im November, Ende November, Anfang Dezember, irgendwie sowas, wo mich meine Psychiaterin angemeldet hat. Und ja, also es sollte so April, Mai, Juni dann endlich mal losgehen. Also ich möchte jetzt auch nicht zu 100% feststellen, aber könnte es mir bei dir schon auch vorstellen, insbesondere mit den Herzensinteressen. Ja, das sind bei mir sehr intensiv, was aber auch extrem schön ist, unter anderem, aber auch sehr, sehr ins Portemonnaie geht. Ja. Sogar die KI meint, dass die Chance sehr hoch ist, dass ich da was habe. Genau. Die Frage ist nur, wie stark ausgeprägt. Na gut, meine erste richtige Interesse war damals das Weltall und dann Herr der Ringe und Hobbit. Und dann kam lange nichts mehr, aber das war aufgrund der Ausbildung. Genau. Kann ich aber sehr gut verstehen, habe meine Freunde damals so voll geballert. Ja, ich bekam da leider nur negatives Feedback, als es um meine Interessen ging. Da kam so Feedback wie du nervst oder ich find's traurig, dass du nur über das reden kannst und so. Und ja. Aber schön, dass du mich da sehr gut verstehen kannst. Ja, und jetzt hat es halt ausgerechnet Slowensko getroffen. Und ja. Und es ist einfach toll. Und deshalb geht's dann auch. Ja, du weißt schon wohin. Genau. Aber bei dir ist ja Star Stable, oder? Ist, glaube ich, ein bisschen offensichtlich. Also natürlich positiv gemeint. So. Also ich finde dich toll, dein Interessen interessiert mich auch. Also bin auch interessiert, haben wir also was Gemeinsames. Oh, das ist doch schön. Und danke für deine lieben Worte, Dori. Okay, und Breadcrumb ist Level 12. Yay. Na gut, und Sony nicht vergessen, das ist bei mir auch ein ziemliches Thema. Ich weiß inzwischen endlich, was der XR-Sensor bei den Bravia-Fernsehern ist. Und ja. Nee, SSO hat sich langsam gelegt. Okay. Ich hätte nicht mehr so viel, ich halte es tatsächlich eher privat. Okay, ja. Also bei mir kommt so in Wellen, kann man so sagen. Dass es mal sehr intensiv ist, dann legt sich's, dann wird's wieder intensiv und so weiter. Also ich erzähle in Real Life den Leuten selten, dass ich ein Online-Spiel spiele. Ja, bei Spielen bin ich jetzt auch etwas zurückhaltender. Ähm, ja, über 200 Marken, nice. Aber ich rede sehr gerne über dieses Thema, ich finde es extrem spannend. Ähm, einmal das und dann habe ich das vollständig.
Perfekt. Wie viele Marken habe ich noch? 103. Gut. Genau, wir können auch auf Discord über das schreiben, weil, wie gesagt, ich finde es mega spannend. Okay, wo ist dieses Set? Die Satteldecke müsste ich theoretisch haben. Wo ist denn die? Satteldecke, wo bist du? Da nicht, da auch nicht. Hä? Moment, Meeresküste habe ich ja da. Meeresküste. Okay, ich habe keine Ahnung, wo da die Satteldecke hin ist. Falls ich die überhaupt habe. Ich habe ja auch Discord. Ah, ist doch schön. Cool. Ah, da ist die Satteldecke. So, perfekt. Okay, gut. Dann habe ich es jetzt vollständig. Dann packe ich das da irgendwo hinein. Da hat's Platz. Was ist denn das da? Festliche Party, okay. Hat wohl irgendein Pferd gerade drauf, das keine Gamaschen tragen kann. Gut, okay. Gut, ich würde da gerne weiter quatschen, weil ich finde es gerade echt spannend. Was ist denn das da eigentlich? Okay, das hier mache ich noch und dann mal schauen. Also momentan ist mein Interesse, YouTuberin lernt Slowakisch. Coole Interesse. Übrigens, wechseln sich deine Interessen auch? Oder also hast du immer wieder so andere, sehr intensive Interessen? Oder ist es eine, die sich überall wie ein roter Faden durchzieht? Moment, wo muss ich hin? Hä? Munsicheldorf oder... Hä? Äh... Moment, ich bin irgendwie gerade... Moment, zweite Winterdorf. Okay. Wechseln sich manchmal, aber es bleibt nächstes Mal eine Zeit lang. Ja, same. Bei mir ebenfalls. Zum Beispiel, Sony war extrem intensiv und jetzt hat sich's mit Slowensko ein bisschen verändert. Ist ich jetzt wirklich ins Munsicheldorf oder? Ich schätze mal ja. Also ich glaube, meine Sonneninteresse, die blieb irgendwie 6 Monate oder so, also relativ lang. Aber meine erste richtige Interesse Herr der Ringe damals, die blieb locker 2 Jahre oder so. Und da wusste ich dann irgendwann wirklich alles darüber. Da konnte man mich irgendetwas fragen und ich wusste die Antwort zu 99%. Ja. Zum Beispiel jetzt im Dezember habe ich Junior Eurovision geschaut und habe da die Lieder von dem in die Playlist reingemacht. Cool. Okay. Moment, jetzt muss ich... Hä? Da ist doch gar nichts. Bin ich gerade irgendwie blöd oder habe ich etwas verpasst? Dann kommst du und erzählst, dass du eine neue Sprache lernst. Ja, ich bin eine Interesse. Nee. Ich bin gerade irgendwie zu blöd für diese Quest.
Geh noch mal schnell ins Winterdorf. Vielleicht habe ich da irgendetwas vergessen. Okay, das passiert, wenn man nicht aufpasst im Spiel. Ja, ich glaube, da bin ich richtig. Oh mein Gott, die Tour ist im Winterdorf. Und ich hätte noch zum Mondsicheldorf. Meine Güte, bin ich durcheinander. Okay, Problem gefunden. Perfekt. Bis 2 Lösungen gefunden. Okay. Perfekt. Ah. Gut. Ich glaube, von den Pferden habe ich das schon alle. Oder? Diese beiden da habe ich. Und habe ich. Perfekt. Mani und Sol. Tipptopp. Die Haustiere. Okay, habe ich auch alle. Perfekt. Ja, sonst gibt es ja eigentlich nichts mehr groß zu machen. Also vielleicht auch noch was. Ah, das mache ich auch noch. Okay. Fort Pinta, gut. Jetzt habe ich aufgepasst. Dann auch noch Fort Pinta. Genau. Aber ich glaube, da reite ich jetzt hin. Ähm, genau. Welches Jump ist als nächstes? Da schaue ich gerade mal. 22. Jorvikstall hätten wir als nächstes. Oh, meine Kuscheldecke ist so toll. Meine Slowensko-Kuscheldecke. Gerne Via. So. Dann da hinten ist der nächste. Okay. Und dann der letzte. Jetzt freue ich mich wieder so extrem auf meinen Städtetrip. Das wird so toll. Okay.
Okay, dann würde ich sagen, langsam aber sicher nähert sich der Stream dem Ende zu. Ja. Genau, keine Ahnung, was ich jetzt da noch mache. Ähm, also. Okay. Oder habt ihr noch irgendetwas zu besprechen oder so? Oder in ein Thema, was euch am Herzen liegt? Oder so? Suche gerade Pistazien. Irgendwie hat sie versteckt. Oh nein! Das ist nervig. Ähm, okay. Ähm. Wollte noch was zum Naschen. Oh nein, und dann findest du die Pistazien nicht. Das ist nervig. Na egal. Okay. Gut, oder ich spiele das Winter-Event noch ein bisschen weiter. Was ich diesen Winter sehr, sehr vernachlässigt habe. Je nachdem, ob ihr noch Zeit habt oder nicht. Ich überlasse es euch. Ähm, ja. Also ich habe noch genug Zeit. Okay, dann würde ich sagen, machen wir vielleicht mit unserem tollen halb Slowensko, halb Star Stable Stream weiter. Habe iPad mit in die Küche genommen. Ja, nice. Okay, dann streame ich noch weiter. Hätte ich sowieso gewollt, also. Dieses Rennen ist gemacht. Perfekt. Und notfalls wechsle ich den Account, dann kann ich doch ein bisschen questen. Und ja, mach das dann noch. Okay, mhm. Moorland. Okay. Irgendwie bin ich so durcheinander mit den Wochentagen. Ich habe heute irgendwie Donnerstag, ich weiß nicht warum. Aber naja. Also Moorland-Idees. Okay. Also was haben wir da Schönes? 3, 2, lass mich raten, 1. Dachte, heute wäre Mittwoch, war auch verwirrt. Ähm, ja, ich bin. In diesem Fall bin ich doch nicht die Einzige, die ein bisschen durcheinander ist. 2 war's und 1. 1, 2 und 3. Ich muss doch einen Ort schmücken. Okay. Genau, wir können gerne noch über bestimmte Themen quatschen. Da hätte ich noch richtig Lust drauf. Aber erst Concentration. Jeden. 2. Jeden. 2.
3. Okay, einfach. Jeden, 2 und 3. Wusste dann aber, dass du heute live gehst, also hatte ich Dienstag schnell wieder im Kopf. Okay, dann war es doch irgendwie nützlich. Ja. Gut, dann wieder ab zurück ins Winterdorf. Genau das Fischen könnte ich noch machen. Das ist einfach. Genau, da wollte ich lang. Komm schon, Breadcrumb. Okay. Ah, da ist er. Ich finde dieses neue Fischen richtig toll. Das können sie gerne, also das kann Starship aber gerne überall einfügen bei den Fischer-Quests. Genau. Oh, das ist schön. Ah, wie cool. Ja, ich weiß, ich habe das absichtlich gemacht, weil ich die Musik hören wollte. Ah, das ist toll. Ich überlege gerade, was für Themen. Ah, da muss man, glaube ich, nicht groß überlegen. Oder ähm, ja, sonst weiß ich selbst auch nicht. Aber er ist doch auch nicht so schlimm. So. Es gibt doch Spieler XP. Nice, dann mache ich das gerade nochmals. Ah, diese Musik ist so toll. So. Und jetzt noch einen. Perfekt. Und das sind wieder ein paar Spieler XP. Juhui. Perfekt. Gut, ich glaube, das lasse ich mal aus. Weil, soviel ich weiß, gibt es keine Spieler XP. Ähm, dann hat es da noch etwas. Nee. Dann. Es hat einfach zu viel inzwischen, es ist so schlimm. Obwohl, ich hole mir da noch etwas. Diesen Sattel da finde ich richtig, richtig schön. Den möchte ich. Sam Toto. Und Satteltasche oder. Ich nehme die Satteltasche dazu. Perfekt. Okay, dann haben wir dann noch irgendetwas. Keine Ahnung, was das ist. Archäologie. Nee. Das da.
Moorland. Okay. Also jetzt würde ich, genau. Meine Pistazien immer noch nicht gefunden. Oh nein. Das ist doof. Die tauchen bestimmt irgendwo wieder auf. Oder jemand hat sie gegessen. Das kann auch sein. So, dann haben wir da einen. Irgendwie, irgendwo. Ah, da. Ähm, da sollte noch... Da. Da bist du. Hä? Jetzt. Okay, und der letzte haben wir da. Perfekt. Tipptopp. Okay, dann mache ich nicht mehr allzu lange, weil, naja, ich bin schon einigermaßen müde. Genau, aber noch schauen, was es im Winterdorf noch gibt und dann, ja. Ja, ich glaube, dass da hinten gibt es auch Spieler-XP. Doch, okay. Wo ist das? Okay, das schon mal nicht. Da bin ich falsch. Aber da. Ich hab's. Yay. Egal, ich mach's trotzdem. Okay, ich würde sagen, nach dieser Quest beende ich den Stream, weil sonst hüpfe ich da noch vom Stuhl oder so. Genau. Aber ich freue mich schon ziemlich auf Donnerstag, da mit unserem KI-Song und dem Stream und alles. Das wird richtig toll. So. Perfekt. Heimatschein ist da etwas gekommen. Okay, dann würde ich sagen, beende ich hier langsam aber sicher den Stream. Geht doch schon 3,5 Stunden. Ja. Dann an alle, die noch dabei sind, wünsche ich euch eine ganz schöne Nacht. Und Dori, falls du das noch hörst, der Brunot. Und genau. Und ja, dann würde ich sagen, bis nächstes Mal. Ich streame dann wieder am Donnerstag um halb 18:30 Uhr. Genau. Und dann würde ich sagen, bis nächstes Mal. Und es war schön heute. Und ja, bis dann.
kannst du mich vielleicht... Okay, hallo, ähm, Axos. Oder wie spricht man deinen Namen aus? Schön, dass du da bist. Ich wollte jetzt gerade den Stream beenden. Aber Grüße gehen raus an dich. Ähm, genau. Man spricht das Axos. Okay, okay, also wie gesagt, Grüße gehen raus an dich. Okay. Gut, dann bis nächstes Mal. Schön, dass ihr alle da wart. Und ja, dann wünsche ich euch noch eine gute Nacht. Und ja, und dann bis nächstes Mal. Und bis dann. Tschüss zusammen.